Sie sind klangresistent, da können die verschiedensten Krankheiten überdrohen, also auch Allergien auslösen. Et her denen an der Lächt immer mit Dachs, da sehen durch den Bass von einer Allergie gegen Trautfleisch entwickeln kann. Zu Lützeburg ist 12 von den Fällen unbekannt, jeweils weil diese Erkrankung schwer zu diagnostizieren ist. Symptome wie Ausschlag, Bauchweh und Probleme mit der Atmung treten dachsrecht ein paar Stunden, nachdem sie gegessen wird, ab. Wie könnte das dazu? Auf die Welt entwickeln ein paar Leute eine Allergie, aber die meisten nicht. Sibylla Lind hat mit Experten gesprochen, für mehr herauszufinden. Hallo? De Paul Metz as een 29 Joer allen Doktor, den aktuell zu Hamburg wohnt. Am Joar 2015, wéi hi nach am Lycée zu Lützeburg war, gouf hi vun enger Zack gebass. Hien huet den Ausschlag entwickelt, den an de Main Drop ëmmer ërëmkommers, aéi aus Zofall hat hien dann och immer de Bauchwei. Schon just gemerkt, dass ich eben immer Bauchweh hat, also dass man nicht so irgendwie schlecht gegangen am Bauch oder am Darm. Ich hatte so ein Malaise an der Hand und dann habe ich irgendwie gedacht, das wäre am Irrsinn. Es war aber eben zeitlich so spät um Irrsinn immer, dass das relativ selten ist für Allergien, also meistens ist das relativ sehr um Irrsinn. Das waren aber die Hauptsymptome, also das war wirklich just, dass man am Bauch und dann den Ausschlag. Wéi de Polen Doktor besicht huet, hunn Blutanalysen Präsenz vun Alpha-Gal-Antikörper gewiesen. Dëst huet seg Symptome erklärt an eng ongewéinlech Diagnos ginn. Eng Allergie op Rotfleisch, déi duerch een Zackebus ausgeléist gouf. Ma wéi kann en Zackebus zu enger Allergie op Fleisch féieren? Wissenschaftler hunn dëssen Zusammenhang recht relativ vir kurzem entdeckt. Déi éischt wissenschaftlich Publikaoun, déi dëssen Zostand beschreift, gouf 2009 am Medical Journal of Australia publizeiert. Wann eng Zack beißt, iwwerdreht se hire Spout an der Person hier Haut. Dëse Spout kann Alpha-Gal enthalen, een Zuckermolekül, dat bei de meeschte Mammen déiere Fund gëtt, awer net bei Mënsch. Verschiedene Leute entwickeln Antikörper gegen diesen Alpha-Gal. A bestimmte Fälle kann das zu einer Allergie auf Fleisch von Mammendieren feiern. Darunter Rindfleisch, Schwein, Wild, Kaninchen und andere Sorten Rotfleisch. Die Symptome können von leichten bis zu schweren allergischen Reaktionen variieren. In raren Fällen kann die Allergie lebensgefährlich sein. Ze Joer huet Le Monde en Artikel heriwwer publizeiert, an dem gouf iwwer den Dout vun engem 47 Joer allen US-Amerikaner am Joar 2024 geschriwen. 7 Stunden no dem sie einen Hamburger gies hat, gouf hien schwéier krank an ass dodurch versturwen. Dëst ass een Extremfall an den eenzeg dokumentéierte Stierfall, de mat dëser Allergie a Verbindung bruecht gëtt. Zu Lützeburg ass 12 vun de betroffene Personen noch unbekannt, deelweis dodurch, dats d'Konditioun schwéier ze diagnostizeieren ass. Symptome können nämlich lang nom Zackebus selber optreten. An allergisch Reaktionen treten dacks errecht e puer Stunden nom Konsum vum rotem Fleisch op. De 2, 6 heures, 8 heures après le repas, on va avoir des symptômes d'allergie qui peuvent être très variés, partant de la douleur abdominale avec des nausées, des vomissements, des signes cutanés avec de l'urticaire, des grattages, des signes parfois respiratoires qui peuvent aller jusqu'à la crise d'asthme. Et dans le pire des cas, on peut aller jusqu'au choc anaphylactique. Et le côté retardé donne parfois des symptômes nocturnes. Donc parfois on a des patients qui font des anaphylaxies nocturnes et du coup qui sont difficiles à diagnostiquer et difficiles à remettre en lien avec le dernier repas pris puisque celui-ci a été bien antérieur aux symptômes. Heiansdo treten Symptome méi frei op, besonnech no kierperlecher Ustrengung oder nom Konsum vun Alkohol nom Irsen. Wat Reaktion ausläist, kann von Patient zu Patient stark variieren. Mais après, on a des seuils de réactivité différents pour les patients. Il y en a qui vont réagir vraiment aux rognons, aux abats, etc. Certains autres vont réagir vraiment à toute la gamme des viandes rouges et d'autres, toutes les viandes rouges, tous les fromages et tous les produits laitiers et toutes les gélatines. Donc faire attention à tout ce qui est bonbons, confiseries à base de gélatine. Dans le milieu médical, on a aussi certains produits où il y a de la gélatine et des expansifs et des médicaments. Et parfois, certains médicaments anticancéreux peuvent contenir de l'alpha-gal et enclencher certaines réactions. Ma fir wat entwickeln e puer Leiutes Allergie an anerer net.
Am Luxemburg Institute of Health lädt Dr. Christian Hilger ein neues Forschungsprojekt für besser zu verstehen, wie auf ihr Warten Immunsystem nach einem Zackebiss so unterschiedlich kann reagieren. Du siehst schon mal Teilnehmer, die Gewasguffe von Zacke ganz rezent. Aber wir wollen gucken, wie das Immunsystem reagiert, für zu verstehen, eben für was die große Majorität von den Leuten gar keine Antikörper bilden werden, auch noch keine Allergie entwickeln. Auf jeden Fall eigentlich ein kleiner Teil von den Leuten Antikörperwerte machen, aber auch eine Allergie entwickeln. Das ist eigentlich ganz wichtig, für dann auch Risikofaktoren können aufzuschätzen. Zum Beispiel auch, wie lange hat die Zeit gesaugt, spielt da eine Rolle, spielt ein Alter eine Rolle, spielen nach anderen Faktoren eine Rolle. Das wissen wir heute alles eigentlich noch nicht. Aktuell gibt es keine definitiv Antworten, für was Reaktionen so variieren können, und es gibt keine Heilung. Patienten kriegen geraten, hier Ernährung und Allergie anzupassen, je nachdem, wie schlimm sie ist, und sie sollen vermeiden, von einer Zacke gebast zu gehen. Ich meine, dass wirklich Fleischprodukte auf der Seite zu lassen. Vielleicht mit schweren Allergien, die sollen noch einen Notfalltruss bei sich haben. Vielleicht die Männer schwer geplant sind, die sollen alles Erste, was sie verdrohen. Das ist eigentlich echt gut. Und dann natürlich Zackebiss vermeiden. Weil alle weiteren Zackebiss, die kann das Immunsystem ein bisschen boosten, sodass es eigentlich nicht stark kann gehen. Auch wenn es keine Heilung gibt, gibt es aber einen Grund, für optimistisch zu sehen. Die gute Nachricht ist aber, dass wenn in pro Jahr kein Zackebiss mehr hört, dass dann die Körper wirklich raufgehen und auch nicht mehr die Detekteure sehen. Und dann müssen wir mit seinem Doktor gucken, ob er einen Kalus aufhängen, eventuell Fleisch zu konsumieren. Das war auch der Fall für den Paul Metz, dem seine Allergie nicht dauerhaft angehalten hat. Über die Jahre sind seine Antikörper nur aufgegangen. Für zu kontrollieren, ob die Allergie noch immer aktiv war, hat ihn am Spital Provokationstester in einer medizinischen Obsicht machen gelassen. Und ich habe nicht mehr darauf reagiert. Das war sicher 5 Jahre nach der ersten Diagnose oder 6. Und ja, also sie mich nicht als geheilt bezeichnet, aber für mich war ich geheilt. Das war für mich einfach eine große Freiheit. Wir können im selben Grill zu grillen wie Leute, die dann Rotfleisch essen und nicht mehr alles separat machen. Mittlerweile ist nicht nach einer Analyse gegangen, aber erst nicht am Anfang regelmäßig am Fleisch. Das ist immer ganz wenig, weil ich mich nicht immer wohl dabei fühle. Weil man hat Gedanken von dem muss. Ja, schon darum lösen abrüscht an mein Regime und seitdem geht mir gut. Auch wenn Wissenschaftler noch immer mehr über das ungewöhnliche Allergie lehren, sind Rekommendationen für die Prävention schon klar. Zacke gehen aktiv, sobald Temperaturen über 12 bis 15 Grad klammen. Sie sitzen docks an hohem Gras, Wiesen, Kräuter und Büscher, wo sie warten, bis Tiere oder Menschen Land kommen und denen sie sich festputzen. Für das Risiko von einem Zackebiss zu reduzieren, rekommandieren Experten, lang Hellkleidung anzutun, was sie an die Natur spazieren gehen. Wann der fir kurzem vun enger Zack gebast giset, könnt er bei der Etude vom Luxemburg Institute of Health mitmachen. Der Mader will herausfinden, ob Partizipanten Antikörper entwickeln, a wéi den Alpha-Gal-Syndrom besser verdroen kann. Mehr Informationen fand der www.lih.lu/immunogal.